Herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Bern. Wir haben folgende Themen für euch parat. Wie weiter mit der Heimwehflue und die Choreografin hinter dem Tellspiel. Die Heimwehflue war früher ein beliebter Aussichtspunkt über dem Bödeli. Heute fehlen aber die Gäste bei der Attraktion. Der Geschäftsführer hat meinem Kollegen Ben Beckle erklärt, wo die Probleme und die Chancen liegen und wie es jetzt weitergeht. Wir haben jetzt gerade einen Generationenwechsel vollzogen. Das ist noch nicht ganz voll vollzogen, aber ein Verkauf ist auch eine Option. Das hat sich so entwickelt, dass die Gäste, die früher wegen der Modelleisenbahn gekommen sind, heute halt mehr das Handy vor sich haben und solche Sachen anschauen. Eben junge Gäste, Familienmitglieder, junge, die fallen heute praktisch weg. Wir haben die Situation, dass wir nur Einzelgäste haben, also keine Gruppe praktisch, keine einzige asiatische Gruppe. Harder hat laut der Direktion etwa 80% Gruppen. Und die fehlen uns natürlich. Eine aktuelle Herausforderung, die man hat, Parkplatzsituationen im Grund. Dort hat es ja immer wieder Fahrzeuge, die dort nicht hergehören. Wir haben seinerzeit können den Parkplatz bauen, weil der Forst die Bewilligung erteilt hat, kurz und bündig. Und dann haben wir den Betrieb aufgenommen. Leider haben wir dann später kein Amtsverbot dürfen errichten, weil der Kanton das nicht bewilligt hat. Da haben wir eindeutige Bussen, besonders in der Hochsaison. Das ist fast ein Drittel des Parkareals ist besetzt durch Leute, die gar keine Gäste von der Heimverband sind. Entsprechend sind die Ausfälle da. Das Tellspiel in Interlaken führen dieses Jahr zum ersten Mal Robin Hood auf. Passenderweise sorgt die Engländerin dafür, dass bei den 70 Schauspielerinnen und Schauspielern die Bewegungen perfekt sitzen. Die Choreografin Vanessa Cook hat meinem Kollegen Patrick Schmid erklärt, wie der Prozess hinter dem Ganzen abgelaufen ist. Es war spannend zu schauen heute Abend. Ich war die Choreografin für dieses Stück und es war wirklich ein schöner Prozess. Wir haben ein paar Monate geübt und es ist sehr schön, es endlich zu sehen. Meine Arbeit für Robin Hood war zuerst ein bisschen Ideen zu sammeln und diskutieren, was die Möglichkeiten wären. Und dann musste ich wirklich gut planen, welche Teile machen wir, was brauchen wir. Und ja, dann muss ich hier kommen und Bewegungen geben, die machbar sind und nicht zu kompliziert, aber auch effektiv sind. Und das ist manchmal eine Herausforderung zu tun. Mit so vielen Leuten und sie sind alt und jung und haben verschiedene Körper und so. Und das ist die Arbeit, wirklich zu schauen, was ist möglich mit allen. Wir haben einen Zipline gehabt, so jemand ist durch die Luft gekommen und ich mache ein bisschen Aerial-Sachen und das war, ja, ich habe gedacht, können wir Robin Hood ein bisschen mehr in der Luft haben oder in den Bäumen oder ganz hoch oder auf dem Dach oder so. Heute Abend habe ich sehr genossen, wie 3D es war ein bisschen überall. Ja. Es gab 2 Tanzteile. Eins war ein Markttag und wir haben probiert, eine Bewegung zu machen, die ein bisschen natürlich war oder ja, man konnte das wirklich vorstellen, dass sie das in England machen. Wir machen solche Bewegungen in Hochzeiten und so. Und dann es gab viele Kampfmomente. Das habe ich nicht gemacht. Das ist wirklich ein Fight Director. Und sie haben eine coole Profi gehabt. Er hat das gemacht. Er hat ein paar Mal mit Tellspiel gearbeitet. Und er ist wirklich ein Spezialist in Kämpfen, aber Kämpfen auf der Bühne. Und am Schluss, es war ein bisschen Feierung, dass wir können mehr zusammen machen als alleine. Und wir haben ein bisschen eine Finale probiert zu machen.
Jetzt schalten wir zu meinem Kollegen Matthias Mast, der im «Zusammen im Zentrum» heute gerade 2 Gäste begrüßt. Ciao zusammen, ich bin jetzt gerade im... Ich weiss schon nicht mehr Zusammen im Zentrum. Zusammen im Super. Zentrum. Ja, Ja, das will ist sagen, gut. zusammen im Mast. Lassen wir alles stehen. Lassen wir alles stehen. Dann kommen wir schon nachher. Es wird lustig. Was wird der Name? Es wird ganz ein lustiger Talk. Es geht um Ballenberg. Das war es schon wieder mit dem heutigen Panorama aus Bern. Für die ausführlichen Artikel schaut doch auf unserer Webseite oder in unserer App vorbei. Jetzt erzählen euch meine Kolleginnen und Kollegen von Meteo News, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Merci vielmals fürs Zuschauen und einen schönen Abend zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Sommerferien. Made in Bern. Herzlich willkommen bei Ihrem Plattform Jodwetter für den Kanton Bern vom 2. Juli. Auch wenn es sich derzeit eher wie Frühling anfühlt, es geht nicht mehr lang bis zu einer Sommerferien. Heute sind wir in einer west- bis nordwestlichen Höhenströmung gelegen. Mit der erreichen uns schubweise feuchte Luftmassen und das auch noch morgen. Am Freitag macht sich dann nach aktuellem Stand ein Zwischenhoch für uns stark. Am Mittwochvormittag geht es wechselnd bis stark bewölkt los. Schon am Vormittag ist das Regenrisiko erhöht. Am Morgen liegen Temperaturen bei rund 12 bis 13 Grad. Auch der Nachmittag zeigt sich wolkenverhangen. Von Westen her wird es zunehmend und verbreitet nass. Es bläst den leichten bis mäßigen Westwind und der Schwerpunkt der Niederschläge verlagert sich immer mehr ans Oberland. Die Temperaturen bleiben für die Jahreszeit kühl. Auf den Bergen da haben wir einen mäßigen Westwind und bis zum Abend wird er aber kräftig. 0-Grad-Grenze die liegt auf rund 2800 Meter und Schneeflocken die tanzen uns ab 2300 bis 2600 Meter entgegen. Nach einem teils bewölkten Start in den Donnerstag erwartet uns tagsüber meist eine trockene Mischung aus Sonne und Wolken und es bläst einen zügigen Westwind. Am Freitag da dürfen wir uns auf recht sonniges Wetter mit steigenden Temperaturen freuen. Und ab dem Samstag sind sich Prognosen derzeit noch unsicher. Nach aktuellem Modell ist es zunächst recht sonnig, dann steigt das Regen- und das Gewitterrisiko an und ein stabiles Hoch ist zurzeit einfach nicht in Sicht. Wir von Ihrem Plattform Jodwetter für den Kanton Bern halten Sie natürlich immer auf dem Laufenden. Das war es von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf ein anderes Mal. Ade miteinander.